Rauch über Luxemburg. Der Rhein wird zum Problem. Keine Einigung bei den Ärzten. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 18. August 2026. Wer heute Morgen nach Luxemburg unterwegs ist, sollte sich auf eine weiterhin wechselnde Luftqualität einstellen. Seit Freitag brennt es im belgischen Hohenvenn. Seit dem Wochenende sind auch in Luxemburg Rauch und deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Inzwischen ist die Feinstaubbelastung offiziell erhöht. Der Schwellenwert für PM10 wurde am Montag überschritten. Besonders deutlich war die Belastung am Sonntag in Beidweiler bei Junglinster. Dort wurde ein Tagesmittelwert von 107 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter gemessen. Der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. In Luxemburg-Bonnewig wurden 56 Mikrogramm gemessen. Für den heutigen Dienstag rechnet die Umweltverwaltung zwar mit einem leichten Rückgang der Feinstaubwerte, lokal kann der Grenzwert aber weiterhin überschritten werden. Deshalb bleiben die Vorsichtsmaßnahmen bestehen. Wo Rauch oder starker Brandgeruch wahrgenommen werden, empfiehlt die Regierung, Fenster und Türen geschlossen zu halten und längere körperliche Aktivitäten im Freien möglichst zu vermeiden. Laut Meteorologe Sven Rock kommt der aktuell in Luxemburg gemessene Feinstaub allerdings nicht mehr unmittelbar mit der Rauchwolke aus dem Hohenvenn ins Land. Ein Teil der Partikel befindet sich bereits seit mehr als 36 Stunden in der Region und kann durch Wind wieder aufgewirbelt werden. Entsprechend schnell kann sich die Luftqualität verändern. Das Niedrigwasser auf dem Rhein wird zunehmend zum Problem für Luxemburgs Wirtschaft. Die Folgen reichen bis zum Hafen in Mertert. Schiffe, die über den Rhein nach Luxemburg kommen, können bereits dort nicht mehr voll beladen werden. In Mertert selbst werden Schiffe, die auf den Rhein angewiesen sind, derzeit teilweise nur noch mit 20-30% ihrer möglichen Ladung beladen. Für die Unternehmen bedeutet das, die gleichen Waren müssen mit mehr Schiffen transportiert werden und die Kosten steigen. Luxport-Chef Gilles Braquet beobachtet bereits erste Veränderungen. Kunden suchen, wenn möglich, nach Alternativen und versuchen, den Transport über den Hafen zu vermeiden. Betroffen sind unter anderem Unternehmen wie ArcelorMittal und der Zementhersteller Simalux. ArcelorMittal setzt unter anderem größere Schleppschiffe ein und verlagert Mengen teilweise auf Lkw oder die Bahn. Auch bei Simalux steigen die Frachtkosten. Inzwischen können die Kosten für den Binnenschiffstransport laut Unternehmen teilweise an die Kosten des Straßentransports herankommen. Auf der Mosel ist die Lage dagegen noch nicht kritisch. Dort helfen die Schleusen dabei, den Wasserstand vergleichsweise gut zu regulieren. Das Problem bleibt aber der Rhein. Hält die Hitze und Trockenheit an, könnte die Schifffahrt dort noch stärker eingeschränkt werden. Im luxemburgischen Gesundheitswesen gibt es keine Einigung. Die Mediation zwischen der Ärztevereinigung AMMD und der Gesundheitskasse CNS ist gescheitert. Die Ärztevereinigung hat angekündigt, die neue Konvention nicht zu unterschreiben. Die bisherige Vereinbarung gilt noch bis Ende Oktober. Danach soll ein großherzogliches Reglement die verbindlichen Bestimmungen ersetzen, sollte es bis dahin keine neue Einigung geben. Worum geht's nochmal? Die Positionen liegen vor allem bei der Frage auseinander, wie das ambulante Gesundheitswesen künftig organisiert werden soll. Die Ärztevereinigung fordert unter anderem mehr Tarifautonomie und Veränderung am bisherigen Vertragsmodell. Die CNS verweist dagegen auf den bestehenden gesetzlichen Rahmen. Sie betont, dass bestimmte Fragen überhaupt nicht zwischen CNS und Ärztevereinigung entschieden werden könnten, sondern in die Zuständigkeit von Regierung und Parlament fielen. Für Patienten und Versicherte gibt es zunächst aber eine wichtige Nachricht. Laut CNS entsteht durch das Auslaufen der Konvention kein rechtliches Vakuum. Konsultationen sollen weiterhin unter den bisherigen Bedingungen stattfinden und auch die Übernahme von Behandlungskosten und Erstattungen soll nicht allein wegen der Entscheidung der AMMD unterbrochen werden. Premier Luc Frieden betont gleichzeitig, dass seine Tür für weitere Gespräche offen bleibt. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.